Salut zusammen und herzlich willkommen zu der neuesten Folge. Zwergschnauze. Ja, wir sind bei der 101 oder 101. Folge, besser gesagt, von meinem Podcast. Wow! Wir haben tatsächlich letzte Woche schon bereits die 100. Folge gehabt. Ich weiss, nicht für jeden vielleicht gerade so, oh, er hat ein Jubiläum Folge. Nein, aber macht ja nichts. Vielleicht bei der 200. Folge oder 300. Folge, whatever. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt eine schöne Woche gehabt, habt viel erlebt. Meine Woche war soweit nicht schlecht gewesen. Ist nicht viel gelaufen, was ich ab und zu wirklich noch gerne habe. Ich weiss nicht, irgendwie bin ich so der geworden, der mehr so Gewohnheiten hat. Also durch den Tag durch habe ich so gewisse Gewohnheiten, die ich jeden Tag genau so muss haben. Ich weiss nicht, wie es bei euch ist. Ob das bei euch auch so ist. Ja. An der ersten Stelle von diesem Podcast möchte ich gerne mal Glückwünsche ausrichten. Ja, liebe Damen und Herren, ich möchte gerne Glückwünsche ausrichten. Und zwar an zwei von meinen engsten Freunden draussen, an Fige und an Edu. Weil sie haben den Megamarsch gemacht. Wer nicht weiss, Megamarsch, also keine Angst, das ist nicht irgendwie ein Marsch fürs Leben, wo man jetzt letztens noch irgendwie einen Hex oder so müsste anzünden. Nein, überhaupt nicht. Megamarsch ist eigentlich etwas, was seither, glaube ich, nur im Ausland hat gegeben, habe ich gesehen. Und jetzt, das erste Mal auch zu Bern. Ja, gestern zu Bern war der Megamarsch. 50 Kilometer innerhalb von 12 Stunden, habe ich gesehen. Da steht nochmal alles, genau. 50 Kilometer in 12 Stunden. Und das am Morgen um 7:30. Also dann sind die Leute losgelaufen. Wow. Ich habe auf jeden Fall Matthew geschrieben. Ich glaube, wäre ich dort dabei gewesen, nach 3 Metern hätte er mich schon nachziehen können. Das wäre gar nicht so meins gewesen. Was ich interessant habe gefunden, ist vor allem der Ort. Der Startort Münsterplatz Bern und Zielort Bundesplatz Bern. Zwischen Start und Ziel liegen nur ein paar 100 Meter. Das hat mich noch sehr interessant gedacht. Schade, habe ich da jetzt auf den ersten... hier. Da haben wir doch mal die Strecke. Kann man die hier anschauen? Das wäre super. Nur notwendige. Ja, immer die Cookies. Danke, ich bin nicht mehr so auf Krömli. Aber wir tun das hier schnell alles deaktivieren. Die Zeit nehme ich mir immer. Ich weiss nicht, warum es Leute gibt, die das nicht machen. Aber so habe ich nachher meistens meine Ruhe. Ich kann ich dann auch nachher etwas noch gerade erzählen betreffend Cookies, wo sehr, sehr mysteriös ist. Also, seht mir jetzt hier die Strecke. Wow, also eine rechte Strecke. Ist mir hier gestartet. Also hier unten durch, nachher über Richtung Königs, Buchen, Hinterkappeln, Frauenkappeln, Herrenschwanden, dann hier hoch, Zollikofen, Ittigen, Ostermundigen, Bern, Muri, also ein rechter Marsch, aber eben rein nur um Bern herum. Das ist ein sehr interessanter Marsch. Ich hätte jetzt eben gedacht, sie laufen von der einen Stadt zu der nächsten, aber in diesem Fall nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall Thun und Bern haben nicht 50 Kilometer, das sind weniger. Ich weiss jetzt gerade nicht, Zürich und Bern, das sind glaube ich auch nicht. Ich glaube, das sind auch nicht 50 Kilometer. Zürich auch, ich glaube, das sind etwa vielleicht 50 Kilometer. Egal, auf jeden Fall habe ich gedacht, das ist so ein Marsch. Dementsprechend ist der Marsch das erste Mal in der Schweiz gesehen. In Bern. Ich habe gesehen, auch Schaffhausen findet dann noch statt. Einfach noch 100 Kilometer, aber 50 Kilometer innerhalb von 12 Stunden. Und das Coole ist, es gibt eine Medaille, wenn man bei einem 50 Kilometer den Finish hat. Also heisst, und man ist in der Hall of Fame, wenn man die 50 Kilometer tatsächlich durchläuft, dann hast du eine Medaille. Und das haben meine Jungs. Fico und der Edu haben das. Also ich habe sie jetzt verpixelt. Zwei, die sehr oft lachen, deswegen habe ich sie jetzt verpixelt und das Lucky-Smile gemacht, weil ich hasse nicht gefragt, ob ich sie hier zeigen darf. Deswegen habe ich es so gemacht. Und das sind einfach verpixelte Köpfe, so wie bei Blick oder 20 Minuten. Und ich dachte, ich mache es so. Entschuldigung, Edu und Fige, wenn ihr das gerade würdet sehen. Auf jeden Fall schreiben sie hier, in 9 Stunden und 34 Minuten haben sie die 50 Kilometer hergebracht. Ja, ich bin stolz auf die zwei. Ich bin echt stolz. Und eben das gesagt hier,
die Medaille, dass sie die 50 Kilometer gemacht haben. Ich habe auch mit der Frau noch geschrieben vom Figen, mit der Partnerin vom Figen. Ich darf nicht zu viel sagen. Auf jeden Fall, 50 Kilometer sind nicht ohne. Das muss man sich einfach mal im Klaren sein. Vor allem Bern, wer noch nie zu Bern ist gesehen oder eben schon mal zu Bern ist gesehen, der weiss, es ist nicht ohne, durch Bern zu laufen. Es ist gar nicht ohne. Durch Bern zu laufen, das kann hochgehen, das kann runtergehen. Vor allem eben in der Altstadt kann es noch je nachdem Pflastersteine haben. Und ich weiss noch, als ich dann zumal zu Bern die Ausbildung gemacht habe, irgendwann haben wir je nachdem einfach die Füße weh da, solange ich auf diesen Pflastersteinen bin gelaufen in der Altstadt. Klar, natürlich. Ich muss auch noch erwähnen, ich bin dann sehr auf Chucks gesehen, also auf Converse habe ich sagen, auf Converse-Schuhe, die ja sehr dünn sind. Dort spürst du wirklich sehr viel am Boden. Ich glaube, du spürst sogar einen Käfer, wenn du drauf trittst. So, oh, Entschuldigung, Jiminy, die Grille, lebst du noch? Alles gut, Barry? Pinocchio, du bist verloren. Ich bin in dieser Art und Weise. Auf jeden Fall, wirklich sackstark, dass sie es durchgezogen haben. Was da auch noch ist, bekommst du ab der 2. Verpflegungsstation eine Urkunde. Okay. Dann ein Wanderpass und Stempel. Auf jeden Fall Verpflegung hat es gegeben. Circa alle 10 Kilometer. Finde ich sehr gut. Zielort eben Bundesplatz. Und wenn man jetzt hier oben schaut, wenn man auf Megamarsch geht, dann sieht man, der findet in Hamburg statt. München, Weser, Bergland, noch nie gehört. Stuttgart, Köln, Frankfurt, Rügen, Rügenwalder Mühle, da die Wurst, an die muss ich da gerade denken. Und eben Schaffhausen. Ich frage mich zwar, warum dass sie hier CHE haben geschrieben, weil die Schweiz hat ja nur CH. Warum CHE? Ich weiss, in Griechenland sagt man der Schweiz Helvetica, glaube ich. Der Unterschied ist auf jeden Fall da, habe ich gesehen, 100 Kilometer in 24 Stunden. Also das ist nochmal etwas anderes. Also wer das macht, Rio. Und da sehen wir auch, was durchgeht. Jetzt steht Neuenkirch, Emmental, nicht Emmental, Hemmental. Lohn, sagt mir etwas. Auf jeden Fall auch eine rechte Strecke. Auf jeden Fall, jeder, der dort mitmacht, viel Glück, hat Spass. Ja, der Megamarsch. Etwas ganz anderes, weder eben Marsch fürs Leben. Also wer nicht weiss, was der Marsch fürs Leben ist, ich erkläre es kurz. Der Marsch fürs Leben ist ein Marsch, wo man demonstrieren gegen die Abtreibung, dass schwangere Frauen, die abtreiben, dass sie das nicht dürfen. Das will man in dem Sinne damit erreichen mit dem Marsch fürs Leben. Sowie auch für die Sterbehilfe. Weil es ist ja so, dass konservative Leute wollen ganz klar keine Sterbehilfe. Ich verstehe natürlich, dass Sachen wie jetzt so der Sarkophag oder eben die Kapsel, wo ja jetzt hier der Stickstoff, man glaubt Stickstoff wird ja dort reingepumpt und eben den erstickt man. Also ich selber bin ja schon länger jetzt, wie ich das jetzt nenne, so Internetverbindung 2000. Auf jeden Fall, ich bin ja schon länger Mitglied bei Exit, bei einer Sterbehilfeorganisation, weil ich einfach auch habe gesagt, hört, wenn es mal irgendwie eine Krankheit geben sollte, die so heftig ist, wo man weiss, dass man an der zugrunde geht, zum Beispiel Bauchspeicheldrüsenkrebs, wo man weiss, also wenn der fortgeschritten ist, dass der wirklich ganz klar dein Todesurteil kann sein, dann will ich nicht, dass meine Mitmenschen das müssen mit anschauen, beziehungsweise ich will auch nicht noch meine letzten Lebensstunden einen Leidensweg gehen. Deswegen habe ich gesagt, okay, mache ich auch bei Exit mit. Was natürlich bei Exit der Unterschied ist zwischen eben dem Sarkophag, ich glaube Sarkophag heisst, sonst korrigiert mich gerne. Der Unterschied ist, dass beim Sarkophag ist es eben der Stickstoff, dass man dort den Sauerstoff entzieht. Und bei Exit ist Natriumbarbobentyl. Ich kann es nie sagen. Ich schreibe es da oder ich sage es irgendwie in der Post-Production nochmal. Hey, Sam aus der Post-Production. Vorweg eine Triggerwarnung. Wenn du dich nicht wohlfühlst bei Themen wie Suizid oder Tod, dann bitte stell jetzt ab.
Folgendes. Das, was ich hier sagen wollte, nennt sich Natriumpentobarbital. Was genau ist das? Das Natriumpentobarbital gehört zu einem Barbiturat. Genau. Und Barbiturate, was sind das genau? Also Barbiturate ist eine Gruppe von Medikamenten, die eine dämpfende Wirkung aufs Gehirn haben. Ähnlich wie eben Alkohol haben Barbiturate je nach der Dosierung und Anwendung eine angst- und spannungslösende bis eben einschläfernde Wirkung. Eine Überdosis kann natürlich ganz klar auch zum Tod führen. By the way, 2004 hat Exit dann zumal von 10 Gramm auf 15 Gramm das Natriumpentobarbital erhöht. Das aus dem Grund, weil bei vielen Fällen mehrere Stunden vergangen sind nach der Einnahme, bis eben der Tod festgestellt werden konnte. Aber wie genau noch alles funktioniert, kommt jetzt weiter im Podcast. Es ist auf jeden Fall ein Mittel. Wie läuft es dort ab? Ich weiss nicht, ob das jetzt vielleicht nicht passt. Sonst gerne eine Triggerwarnung. Es geht um Tod. Auf jeden Fall, bei dem läuft es so, dass du zuerst einfach mal ein Mittel nimmst, dass du dich nicht mehr übergibst. Weil das Mittel, das du nachher nimmst, kann dazu führen, dass du dich übergibst, weil es eben nicht ganz ohne ist. Ich finde es aber, ehrlich gesagt, humaner im Vergleich zu dieser Kapsel. Weil du bist in dieser Kapsel, drückst den Knopf, dir wird der Sauerstoff entzogen und dann stirbst. Okay. Die Frage ist aber, wie stirbst du in diesem Moment? Also, was fühlst du in diesem Moment? Hilfe? Oder probierst du nach Luft zu schnappen? Ich bin noch nie dabei gewesen, möchte ich auch ehrlich gesagt nicht. Bei Exit läuft es ganz anders. Und zwar eben, du nimmst zuerst das Mittel und dann nimmst du das nächste Mittel. Und das ist so angelegt, dass du zuerst einschläfst und nachher, nachdem du eingeschlafen bist, hört dein Herz immer wie mehr auf zu schlagen, bis es eben dann ganz aufhört und du in dem Sinn so verstirbst. Aber während du schläfst. Also fühlst du dich im Grunde genommen, wie als hättest du ein Schlafmedikament genommen. Nur halt, dass das Herz aufhört zu schlagen. Heisst, dass auch das Herz nachher automatisch nicht mehr das Blut durch den Körper leitet und sozusagen nachher eben die Körper deswegen auch verstirbt. Ja, das ist der Unterschied zu Exit. Klar ist es auch so bei Exit, dass es dort Mitglieder gibt. Weil bei Exit ist es ja so, dass das ein Verein ist und du dort ein Mitglied musst sein. Das Gute finde ich weiss nicht, ob es das jetzt eben bei der Kapsel gibt, das Gute finde ich bei Exit auch noch dazu, dass du auch eine Patientenverfügung kannst machen. Wer nicht weiss, was eine Patientenverfügung ist. Eine Patientenverfügung hilft dir als Patient, wenn du im Spital bist, eine schwere Krankheit hast, oder sagen wir, du hast einen Hirnschlag, du hast einen Unfall oder du hast einen Herzinfarkt, einfach, wo man je nachdem die an lebenserhaltende Massnahmen zuerst müsste anschliessen. Hast du das Recht, die Patientenverfügung reinzuschreiben, dass man solches unterlassen soll? Klar, die einen oder anderen werden jetzt sagen, ja, aber geht's noch, was denkt die Familie und alles? Natürlich, wichtig ist, dass du das mit der Familie besprichst, dass du eine Patientenverfügung hast gemacht. Nur, warum habe ich zum Beispiel auch eine Patientenverfügung gemacht? Ich will nicht, dass meine Familie am Ende müssen entscheiden, wenn eben mal etwas wäre und ich an einer Maschine, also lebenserhaltende Maschine angeschlossen wäre, dass die müssten entscheiden, stellen wir jetzt ab oder lassen wir sie noch weiter laufen. Dass ich das selber vorweg schon entscheiden können. Natürlich darf man da nicht außer Acht lassen, dass man sich vielleicht hat anders entschieden, weiss man aber nicht, weil, sind wir ehrlich, wenn du an einer lebenserhaltenden Massnahme bist, angeschlossen und im Koma, glaub, dann könntest du dich auch nicht mehr umentscheiden. Das ist einfach jetzt meine Ansicht. Das andere ist natürlich noch, was bei Exit ist, es gibt nicht nur das Mittel, das du oral rein, sondern es gibt noch die Infusion. Das ist zum Beispiel für Menschen, die nicht mehr die Kraft haben, selber zu schlucken. Es gibt Menschen, die je nachdem eine Krankheit in sich tragen oder vielleicht auch aufgrund von ihrem Alter, nehme ich mal an. Aber
dass dort trotzdem die Möglichkeit besteht, dass sie mit Exit gehen können, gibt es halt die Infusion. Das Ding ist halt einfach bei der Infusion, dass du nachher wie ein Rädchen bekommst, das du aufdrehen musst. Was noch dazu kommt, vielmals, wenn ich erzähle, eben wegen Exit, heisst, ja, du kannst ja einfach gehen, wenn du willst. Es ist nicht so. Erstens, du musst bei vollkommener Verfassung sein. Wenn du dementsprechend jetzt zum Beispiel Demenz hast, dann geht es schon nicht mehr. Weil dann bist du schon bereits nicht mehr selber im Stand, beziehungsweise bei vollem Bewusstsein, dass du das wirklich willst. Und der geht schon weg. Also Leute, die in dem Sinne sagen, hey, ich möchte nicht an Demenz oder mit Demenz sterben, die gehen Tests machen. Es gibt Leute, die gehen Tests machen, um zu schauen, hey, besteht da eine Demenz? Und je nachdem eben, die sie sich dann schon bereits für Exit entscheiden. Das gibt's. Leute, die halt wirklich für sich haben entschieden, ich will nicht alt werden mit einer Demenz. Ich zum Beispiel habe gesagt, ich möchte nicht eine Krankheit, die mich innerlich komplett auffrisst. So möchte ich auch nicht weiterleben. Natürlich, es gibt immer wie mehr Fortschritt, sage ich mal, in der Forschung. Das haben wir auch nicht vergessen. Aber zu welchem Preis? Gehst du dort durch? Ich muss auch sagen, oftmals, wenn ich sehe, wie die Leute durch eine Chemotherapie durchgehen, freue ich mich mega, wenn sie sie überstanden. Freue ich mich mega, dass sie die Kraft hatten. Weil oft sagt man ja, man hat gegen Krebs gekämpft. Das muss man auch. Weil eben Chemotherapie ist nicht ohne. Aber wenn ich nachher sehe, was sie währenddessen alles durchmachen, frage ich mich einfach, wäre ich selber auch imstande dazu, das durchzuhalten. Also hätte ich persönlich die Kraft, das Ganze selber durchzustehen. Da ist nachher natürlich einfach die Frage im Raum. Ja, das ist einfach eben das, wo eben Marsch fürs Leben, wo wir eben dort zuerst angefangen haben, wo eben die verbieten. Klar, eben, es hat auch schon den Begriff gegeben, Sterbetourismus. Habt ihr vielleicht auch schon gehört. Mit Sterbetourismus ist gemeint, dass Länder, die Sterbehilfe haben, also sagen wir jetzt, das eine Land erlaubt, dann kann jemand vom anderen Land in das Land einreisen und dort eben die Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Das gibt's. Aber wie gesagt, nochmal, das Ding ist natürlich bei Exit ganz klar, dass man dort muss sagen, bevor ein Arzt so okay gibt und sagt, die Person ist bei vollem Bewusstsein für den Entscheid, erst wenn Gutachten da ist, dann kann man nachher auch gehen, beziehungsweise auch der Arzt selber gibt das Rezept. Du kannst nicht einfach in die Apotheke und sagen, hey, hallo, oder einfach zu Exit, sondern du redest mit dem Arzt und der Arzt stellt dir nachher ein Rezept aus fürs Mittel. So läuft das. Und deswegen finde ich auch, Exit geht hier vollkommen seriös vor. Das andere natürlich, eben, ich erzähle jetzt einfach ein bisschen, wie es abläuft. Bei Exit, es läuft so ab, dass eben die Sterbebegleiterin oder der Sterbebegleiter kommt. Die haben das Mittel dabei oder eben legen die Infusion. Also ich weiss nicht, ob sie selber auch die Infusion legen oder wie, ob man da extra noch einen zusätzlichen Arzt braucht. Aber auf jeden Fall bei Mittel ist es so, dass man das Mittel, also dass die Person das Mittel vorbeibringt. Sie stellt Videokamera auf, weil das Videomaterial wird jetzt noch begutachtet. Da kommen wir gerade dazu. Auf dem Video wird nachher Folgendes gemacht. Also das Video wird eingeschaltet und dann wird gefragt, Person so und so, die habt euch dafür entschieden, heute am, sagen wir, 6. Oktober 2024, wo ich den Podcast hier aufnehme, mit der Hilfe von der so und so aus eurem Leben zu treten. Einfach so das Formelle, oder? Es ist sehr formell. Und die Person muss nachher eben dann sagen, dass sie hier einverstanden ist. Sobald das gemacht ist, wird eben auch das Mittel genommen, während eben die Kamera immer noch läuft. Wenn nachher die Person verstorben ist, wird nachher die Polizei kontaktiert und die Polizei kommt dann vorbei, schaut das Bildmaterial,
für dass sie weiss, okay, da ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Und ja, dann kann man von der Bestattung abgeholt werden. So läuft es grundsätzlich. Und ja, eben das finde ich viel humaner, wenn da irgendwo Schaffhausen eben ist ja, wenn man wieder bei Schaffhausen ist. Schaffhausen, irgendwo ist ja die Kapsel aufgestellt worden. Mehrere Leute sind ja verhaftet worden, weil es eben nicht erlaubt ist gesehen. Und dort hat die Person sich das Leben genommen. Was man halt nicht darf vergessen. Viele Leute, die immer noch dagegen sind. Das Interessante ist gesehen, was eben der Artikel ist gesehen wegen dem, ich wollte immer Sarkophag sagen, wegen dieser Kapsel, hat jemand in einem Kommentar geschrieben, ich entscheide doch selber, wenn ich und wie ich aus dem Leben trete. Da hat die Regierung nichts zu sagen, wenn sie das hier verbieten wollen. Und ist nicht damit gekommen, also so mit dem typischen, ich entscheide, von welchem Hochhaus das ich runterkomme. Und dort habe ich einfach so gedacht, wow, nein, das schmerzt. Das schmerzt richtig in mir innen. Weil ihr dürft nicht vergessen, wenn eine Person vom Hochhaus kommt, ist es immer so, dass das nicht unentdeckt bleibt. Dort, wo meine bessere Hälfte hat gewohnt, beim einen Wohnort, ist eine Person vom Hochhaus runtergekommen. Das Ding ist, die Person hat nicht einmal in diesem Hochhaus gewohnt. Am Morgen hat der Hausabwart bzw. die Nacht aufgeputzt, weil, ja, nicht gerade, ja, es läuft ja nicht super ab, wenn da jemand von einem Hochhaus runterkommt. Man sieht, dass dort etwas ist passiert. Ich glaube, ihr wisst, auf was ich aus will. Auf jeden Fall haben anscheinend Bewohner die Frechheit gehabt, der Hausabwart, weiss nicht wie, zusammenzusuchen und zu sagen, was so eigentlich los ist, warum dass er da morgen früh schon so einen Krach macht, weil er ja dort eben mit diesen Hochdruckreiniger hätte hingern müssen. Ja, er hat die Arbeit dort gehabt und die anderen haben dafür etwas zum Motzen gehabt. Kannst du dir einfach nicht ausdenken, so etwas. Ich hoffe, die Leute haben es dann noch mitbekommen, was genau passiert ist. Ich hoffe es wirklich, für dass sie ganz, ganz schnell ruhig sind, beziehungsweise nachher auch sich hoffentlich haben entschuldigt. Menschen, die im Zug sind, die Lokführerin oder Lokführer sind und müssen erleben, wie ein Mensch vor den Zug kommt. Menschen, die am Bahnhof müssen mit anschauen, wie jemand aufs Gleis kommt. Also ist es doch viel humaner, wenn ich in einem Zimmer von einer Sterbehilfeorganisation selber bin oder bei mir daheim, weder wenn ich eben so etwas mache und die Leute vielleicht noch ein Trauma davon tragen. Dazu kommt natürlich noch, was man auch nicht vergessen darf, dass bei einer Sterbehilfeorganisation die Körper immer noch ein Körper ist, wo, wenn du vom Hausdach kommst, nicht der Fall ist. Wenn du vor einem Zug kommst, nicht der Fall ist. Dort ganz klar nicht. Redet einfach, wenn ihr das Gefühl habt, hey, mir geht's nicht gut. Je nachdem auch suizidale Gedanken, dann redet mit jemandem darüber. Sucht euch auch Hilfe. Weil auch ich hatte dann zumal sehr heftige Gedanken gehabt. Aber eben, wenn ihr wirklich solche Gedanken habt, dann redet mit einer Vertrauensperson, mit einer Person, die euch sehr nah ist, die euch kennt auch. Nicht einfach, wo ihr denkt, ja, die Person ist sehr dick mit mir, sondern wirklich eine Person, die euch sehr gut kennt, die weiss, wie ihr funktioniert. Klar, ist das einfach gesagt, die weiss, wie ihr funktioniert. Weil im Inneren sieht man in dem Sinne ja nicht, wie ihr funktioniert. Aber redet auf jeden Fall mit jemandem. Apropos eben Marsch fürs Leben und konservativ und das Ganze. Was mir ein bisschen ist aufgefallen in der letzten ist auch, dass es auf Instagram, ich weiss nicht warum, aber auf Social Media gibt es immer wie mehr so Fitnessleute. Also mir werden komischerweise immer so mehr Fitnessleute angezeigt. Vielleicht eben, weil ich ab und zu einen Sketch mache. Habe ich glaube auch hier im Podcast schon mal erwähnt. Auf jeden Fall eben bekomme ich auch so Content mit wegen Fitness. Und da gibt es eine bestimmte Marke. Ich erwähne sie jetzt nicht namentlich. Aber erst gerade bin ich mal zu meiner Cousine heim. Das erste Mal. Und habe dort so eine Box, nein, es war nicht eine Box gesehen, es ist mehr so ein Tank gesehen, schon fast, mit einem Pulver drin. Von eben einer bestimmten Brand, wo jegliche Influencer hier schon Werbung gemacht haben. Und ich also dachte, krass, ich sehe das auf Social Media, bei denen in den Stories, ich sehe es bei mir
ihrer Cousine in der Küche. Hey, das ist irgendwie schon fast wie eine Sekte. Also mir kommt es irgendwie so ein bisschen vor, dass irgendwie sich so ganz verschiedene Kulte hat gebildet. So Fitnesskult, Vegan-Kult, Technik-Kult, die da plötzlich auf KI sind und sich damit regelrecht auskennen, obwohl es noch sehr neu ist. Gut, es gibt wirklich gute Leute, die wirklich schon recht gut berichten können, sage ich jetzt mal. Aber das ist mir wirklich gerade ein bisschen speziell eingefahren, muss ich ehrlich sagen, dass das schon so nach ist gekommen. Auch die eine, die da mal bei Blick, glaube ich, hat gearbeitet, die da plötzlich eben Rezept zeigt, wo recht schnell hat, also nicht recht schnell, excuse, wo recht viel hat abgenommen. Hat auch so Produkt von dieser Fitnessbrand. Ja, und auch in der Story, aber drin. Genau. Das wollte ich auch noch gerne mal im Podcast erklären. Und zwar, viele Leute, die ein Geschäft haben, machen in meinen Augen folgende Fehler, die ihnen sehr teuer reinkommen kann. Wow, super Satz. Auf jeden Fall kann es ihnen sehr viel teurer kommen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Auf jeden Fall kann es sehr teuer kommen, wenn man dann mal ein bisschen viral geht und die Urheber die Videos finden. Es gibt sehr viel auf Social Media, wo Videos drehen für ihre Geschäfte, für ihre Brands und so und nachher Musik verwenden, wo eigentlich gar nicht Zeit recht hätten für die Werbung. Sagen wir zum Beispiel Robin Williams, Elton John, jegliche eben grosse Namen werden dort von ihrer Musik in diesen Videos verwendet. Und das Ding ist natürlich, du hast nicht automatisch die Lizenzrechte, wenn du die Werbung so machst auf Social Media. Deswegen mache ich so, ich habe meine Quellen, zum Beispiel eben Artlist, ich kann euch schon gerne unten mal auf YouTube den Link, den bekommt ihr 2 Monate noch gratis. Artlist zum Beispiel hat eine riesige Auswahl an Musik, immer wieder sehr gute Musik, auch Footage, wirklich sehr gutes Footage. Und ich verwende grundsätzlich solche Sachen, also, oder schaut einfach mal lizenzfreie Sachen. Weil das Ding ist, wenn ihr lizenzfreie Sachen verwendet, können auch Instagram und YouTube euch nicht, sage ich mal, claimen. Das heisst, sie können nicht einfach sagen, hey, das Video ist jetzt gesperrt, du hast kein Recht, weil du ja in dem Sinne die Lizenz hast. Bei Artlist bekommst du immer Lizenz, auch an anderen Orten hast du immer eine Lizenz. Das Ding ist natürlich, bei, glaube Seiten wie Pexels und so, dort ist, glaube kommerziell schon nicht mehr drin. Heisst, kommerziell, dass du eben damit schon bereits keine Werbung mehr darfst machen. Du darfst es verwenden als Creator, ganz klar, die Musik oder eben die Videos, aber was du nicht darfst, ist eben damit Werbung machen. Wenn du zum Beispiel jetzt eben, sag mir, ein Produkt hast oder sag mir, du verkaufst Kleider, du hast eine Boutique und machst nachher mit dieser Musik Werbung, dann kann das sehr teuer kommen. Genau, teuer kann es auch kommen, wenn du, und das machen leider auch immer noch viel gesehen bei mir auf Social Media, oder mach es auch sehr verdeckt, wenn du auf Social Media nicht deklarierst, dass sich da jemand gerade Werbung anschaut. Also, wenn du sagst, hey, ja, da habe ich ein Brillenetui von dieses und jener Marke und du nicht klar deklarierst mit zum Beispiel Hashtag Werbung oder Hashtag Anzeige, dann wird es schon mal kritisch. Nicht nur für dich, am Ende je nachdem auch für die Brand. Weil sie hat dich auch müssen darauf hinweisen, hey, du hättest hier ganz klar noch schreiben oder kennzeichnen, dass es eben Werbung ist, was sich die Leute hier gerade anschauen. Und eben, da machen sie auch so, dass sie Anzeigen schreiben, aber so klein, wirklich so klein. Oh, das kann ich als Kleinwüchsiger schon fast nicht mehr lesen. So klein wird das zum Teil geschrieben,
für das man einfach so wie das Loch umgeht. Weil ja, wer will schon, dass da Anzeige in der Story steht? Wer will das schon? Ja, zum Schluss, liebe Damen und Herren, hätte ich noch einen Tipp. Und zwar ist mir ein Video vorgeschlagen worden auf YouTube. Und zwar von der Frau Bosetti, von der Sarah Bosetti, Feministin und auch Kabarettistin, oder nein, oder ist sie eine Kabarettistin? Auf jeden Fall, sie hat es auch mächtig hinter den Ohren. Also sie kann auch recht gut austeilen. Und sie haben erst gerade eine Sendung gehabt, wo sie über eben die Thematik mit Luke Mockridge und dem Podcast von Die Deutschen, oder der Podcast Die Deutschen, haben diskutiert. Ich verlinke euch sehr gerne das Video unten dran. Ich zeige euch auch sehr gerne noch schnell hier den Account von der Frau Bosetti. Das wäre hier der Account von ihr. Und sie hat ein sehr interessantes Video hier vom Raul hochgeladen. Ist ein kleinwüchsiger, fährt mit einem Rollstuhl rum. Haben wir das Vergnügen gehabt mit dem, ist glaube er gesehen, bei einer Werbung mitzumachen, dann zumal für so ein Portal, wo du Wohnungen kannst mieten oder glaube auch kaufen. Auf jeden Fall eben für so ein Immobilienportal. Und er war dort dann auch. Es war glaube ich der Raul. Ist von Deutschland dann zumal echt so hergekommen. Er ist auch Aktivist, setzt sich ein für Menschen mit Handicap. Und er hat da wirklich eine gute Idee. Gib doch mal die Bühne frei. Joko und Klaas machen das regelmäßig, wenn sie gegen Pro7 verlieren, dann geben die eine Viertelstunde ihrer Sendezeit für irgendein wichtiges Thema. Das wäre ein erster Move, den er hätte machen Die können. Frage ist ja hier im Raum gestanden, die Reaktion, ist die okay gewesen, die der Luke Mockridge dann zumal gemacht hat? Als Reaktion auf die ganze Diskussion, die ja dort ist losgegangen aufgrund von dieser Podcast-Folge. Er hat ja einfach ein Video hochgeladen aus einem Teil von seiner Show und hat nebendran noch einen Text gehabt. Und der Raul hat eben vorgeschlagen, mach doch mal die Bühne frei, gib doch mal eben, genau wie Joko und Klaas, mal das Wort Menschen, die nicht so gehört werden. Weil ich weiss nicht, ob das aber schaut oder habt mitbekommen. Joko und Klaas haben ja gegen Pro7 eine Sendung, beziehungsweise so eine Spielsendung. Und wenn sie diese Sendung gewinnen, eben gegen Pro7, bekommen sie 15 Minuten Sendezeit. In diesen 15 Minuten Sendezeit können sie bringen, was sie wollen. Sie haben schon über Flüchtlingsstrom geredet, sie haben schon über andere Themen geredet. Also es ist immer wieder, muss ich wirklich sagen, immer wieder phänomenal, was sie dort machen. Eines der grössten Gewinnspiele haben sie ja dort auch veranstaltet. Ja, auf jeden Fall muss ich sagen, was der Raul sagt, das stimmt. Und er hat auch gesagt, es gibt genug Leute eigentlich mit einem Handicap, die auch in der Comedy-Szene sind. Und Bosetti hat gesagt, natürlich gibt es auch genug Leute, aber die Frage ist einfach, bringen sie Pointe auch so gut rüber, dass man nachher in dem Sinn auch ihnen wirklich die Bühne kann geben und sagt, ja, perfekt. Ja, man darf nicht vergessen, also wie ihr doch gesagt, 10% glaube von der Bevölkerung in Deutschland haben ein Handicap. 10%. 10% von der ganzen Bevölkerung. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, das wären die abschließenden Worte vom heutigen Podcast. Vielen herzlichen Dank, habt ihr auch heute wieder eingeschaltet, wer auch immer eingeschaltet hat, wer das überhaupt macht. Und ja, bis zum nächsten Mittwoch. Macht's gut. Tschüss zusammen. Zwergschnauze.